Die Proto-Pokémon wurden zwar aufgehalten, doch die wahre Bedrohung steht der Höhenregion noch bevor. Und auch das Geheimnis der Mega-Entwicklung. Hier in der Delta-Episode. Eines Nachts. Raumfahrtzentrum von Mosbach City, Sternwarte. Professor Cosmo, der schlimmste mögliche Fall ist eingetreten. Die Flugbahn des Meteors. Schauen Sie nur. Sie ist plötzlich geändert und so schnellt der Meteor nun direkt auf unseren Planeten zu. Was sagen Sie da? Übrigens, Sie umgehen die Daten. Los, Neuberechnung der Flugbahn und zwar sofort. Objekt im Visier. Neuberechnung der Meteorflugbahn läuft. Voraussichtlich der Ort der Abprall ist ein Eiland nahe Route 131 südöstlich von Xenoville. Unfassbar. Als ob er lebendig wäre. Was sollen wir bloß tun, Professor? Was sollen wir tun? Jetzt bringen Sie sich erstmal. Reißen Sie sich zusammen, verstanden? Ja, aber, in Ordnung. Ja, verstanden. Offenbar haben wir ja keine andere Wahl. Oh mein Gott, ey. Die Magma? Diese Uniform brauche ich jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, wer ist denn das jetzt? Hopp! Puh, so ist klar, viel besser. Dieser Fetzen hat ein bisschen gemüffelt. Außerdem schwitzt man darin so schnell. Flumma, Flumma. Ach, Avelina, bist du froh, dass ich wieder ich selbst aussehe? Du bist ja so niedlich. Ich könnte dich den ganzen Tag lang knuddeln. Nee, lieber nicht. Tja. Ach, wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur noch ein paar Wochen vielleicht. Nein. Nur noch wenige Tage. Da dieses Kind die Wiedererweckung eines der beiden ursprünglichen Pokémon aufgehalten hat, ist die Sache etwas komplizierter geworden. Na, wie auch immer. Haben wir bereits einen Plan zurechtgelegt. Dafür brauche ich aber zuerst ein paar Schlüsselsteine von Trainer mit dem gewissen Etwas. Flum. Ich werde dich auf jeden Fall beschützen, Avelina. Pokémon Omega Rubin, die Delta-Episode startet hiermit. Und damit herzlich willkommen zu, ich weiß gar nicht, ob ich ein neues Let's Play starten werde, also sprich eine neue Playlist mache oder auf generell irgendwie als zweite Staffel so irgendetwas. Ja, Freunde, wir sind zurück hier in Omega Rubin. Pokémon Delta startet es hier offiziell. Es ist ja so. Ja, einerseits gibt es hier halt die Delta-Episode, sprich wir gehen dem Geheimnis der Potamorphose und der Mega-Entwicklung jetzt auf den Grund. Das zum einen. Ich will aber jetzt in dieser, ja, noch in diesem Let's Play, dieser Playlist, wie auch immer, will ich Omega Rubin, Alpha Saphir häufiger abwechseln. Ja, sprich, vor allem der erste Teil wird noch Omega Rubin sein, der zweite Teil dann vor allem Alpha Saphir. Weil es geht um ganz viele Dinge, die ich euch zeigen möchte, zum Beispiel der Zucht und mit den ganzen DVs, EV-Training, Kampfressort, Wettbewerbe, Geheimbasen, etc. Es gibt echt noch viel zu tun und ja, willkommen zurück! So, wir sind ja wieder Champion, war also immer noch vom letzten Part her, immer das gleiche Team. Und die 3 neuen Pokémon, die ich bereits angekündigt hatte, die sind unterwegs. Das heißt, ich habe es fertig gezüchtet, fertig trainiert und so. Die kommen so auf Level 1 ins Team. Das wird allerdings noch nicht heute sein, das vermute ich erst im nächsten oder gar übernächsten Part schon. Vielleicht machst du so, dass ich von Part zu Part ein neues reinkloppe. Kann auch sein, damit es ein bisschen mehr Beachtung bekommt, jedes einzelne. Ja, wir sind jetzt zurück hier in Wurzelheim und man merkt schon irgendwie, wir sind zwar Champion, aber, also sprich, das ist zwar gleich wie bei den Originalspielen, doch die Delta-Episode an und für sich ist doch komplett neu. Wer war dieses seltsame Mädchen, das irgendwie mit den Schlüsselsteinen irgendwas vorhat? Dieser Meteor, der auf die Erde krachen soll. Ja, jetzt geht's doch langsam ins Eingemachte, Freunde. Schluss mit den Spielchen! Hey Papst, hey Mom, alles klar? Hey, dass man nicht Michael ist, lange nicht gesehen. Du siehst irgendwie stärker aus, das ist zumindest mein Eindruck. Mein alter Herr hat auch fleißig trainiert. Wieso willst du catchen? Bevor ich vergesse, sie wollte ich noch geben. Ein Zweier-Ticket. Zweier-Ticket? Das ist einfach eine Eintrittskarte für die Astronomie-Show im Raumfahrtzentrum von Mosbach City. Eigentlich wollte ich mit deiner Mutter hin, aber ich muss leider schon wieder zurück zur Arena Blütenburg. Ach ja, das ist übrigens ein Zweier-Ticket.
Wieso jetzt nicht Mike nehmen? Ah, nein. So, jetzt muss ich aber echt los. Bis später, Michael. Danke, dass du dich in meiner Abwesenheit hier um alles kümmerst. Ist schon gut. Pass auf dich auf. Ach ja. Was für eine verständnisvolle Mutter. Das war mal typisch Vati. Da kommt es seit Ewigkeiten das Esel nach Hause bringt nur Pokémon. Warum kann ich jetzt einfach mal ausruhen und vielleicht auch eine Weile hier bleiben? Ja, was fragst du mich da? Es folgt Neuigkeiten zur Astronomie-Show, die morgen endlich ihre Premiere feiert. Oh, gerade haben wir davon noch gesprochen. Hey Michael, schau mal. Ja. In Kürze wird es im Nachthimmel von Höhen im Sternbild Leufeo eine Meteorschauer zu sehen geben. Im Raumfahrtzentrum von Mosbach City, wo die Astronomie-Show veranstaltet wird, wurde eigens eine Aussichtsplattform bereitgestellt, von der aus man den schönsten Ausblick auf die Sternschnuppen haben kann. Das Zentrum freut sich auf viele Besucher. Oh, das klingt toll, oder? Irgendwie schon. Eine Meteorschauer im Sternbild Leufeo? Das soll mich an Meteorschauer, die ich vor 11 Jahren mit Vater gesehen habe. Wie im Anime war. Los, geh schnell rüber und lad das Nachbarskind ein, mit dem du dich angefreundet hast. Wie heißt Mike? Vati kennt sie und du kennst sie nicht, hallo? Das ist ein verschwendetes Zweierticket für Vati einfach so verfallen zu lassen. Ja, ist ja gut. Meine Güte, was dir stressen kann, wa? Da ist die ja schon. Was für ein Zufall, ich habe gar nicht gedacht. Schön, dich kennenzulernen. Interessante Musik, wa? Das ist unser erstes richtiges Treffen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin Amalia. Und du bist? Michael. Und du siehst, bin ich voll im Bilde. Kunst, ich bin ja der Johnny Champ. Du bist ein neuer Champ der Pokémon-Liga. Alle Leute schwärmen von deiner engen Freundschaft zu deinen Pokémon. Du beherrschst die Mega-Entwicklung. Haben wir noch was vergessen? Ich bin Let's Player. Flobel, er ist Let's Player. Aha, ja, stimmt. Du willst schnell weiter, wa? Aber Wurzelheim ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Die Leute hier, die wohnen, sind alle wirklich reizend. Die Nachbarin zum Beispiel. Oh, ich muss mich entschuldigen, ich habe wieder mal viel zu viel geredet. Zum Kennenlernen soll das erstmal ausreichen. Also dann, bis demnächst. Ciao. Tschüss. Die war wieder mal eilig unterwegs, war. Oh, Mann, oh Mann. So, Maike, alles klar bei dir? Hallo zusammen. Aua. Maike, alles in Ordnung? Hast du dieses Biest angetan? Sag schon, Kind. Keine Sorge, Mama. Mir geht's gut. Sie haben mich nur angerempelt, sonst nix. Au. Hä? Quatsch von Amalia? Michael! Ja, was ist denn? Michael, es geht dir gut, da bin ich echt erleichtert. Hä, wieso? Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Auf einmal kam durch das Fenster im ersten Stock eine fremde Frau und dann hat sie mit Gewalt meinen Schlüsselstein entrissen. Was? Meine Pokémon und ich haben uns zwar versucht zu wehren, aber so unglaublich stark war nicht die geringste Chance. Ach du Scheibenkleister. Hat irgendwas vor sich hingemurmelt. Ich glaube, es war nächste Halbblütenburg City. Da bitte Vorsicht, Michael. Will die zu Papst? Scheiße. Ja, wieso? Die will ja Schlüsselsteine. Papst hat doch gar keinen. Ich glaube zumindest. Irgendwas gefällt mir nicht so ganz. Professor. Ja, von mir aus. Gucke mal. Gesehen. Einen Punkt ist vervollständigt. Ich kann und alles auf hier machen. Aber das dann, wie gesagt, erst später. Mir gibt's auch ein weißes Pokémon, weißt du? Nee. Tschüss. Ja. Genau. Abgesehen davon natürlich auch noch ein bisschen was mit PSS und so. Also ist keine Krankheit, keine Sorge. Halt ab das Player Search System. Mit Wundertausch und den O-Kräften und so weiter, was man alles machen kann. Ja, es gibt noch sehr viel. Ich überlege, es gibt noch was anderes im Wurzelheim. Müssen wir, wenn es klappt, mache ich das in diesem Part noch. Ah, wusste doch. Hilfe! Los. Ja, man kennt es irgendwie, wa? Hilfe! Professor? Knils? Oh. Michael, bitte hilf mir! Ich habe einen Beutel und ich finde so ein paar Pokebälle. Oh, yes. Guck sich das mal einer an, hey. Nach der Liga haben wir Zugriff auf die Johto-Start. Da muss einfach ein bisschen ein paar Mal rein und rausgehen, nachdem halt Amalia da war. Da kann sich einen Johto-Starter aussuchen. Gut, in meinem Fall jetzt ein bisschen doof, weil mittlerweile gibt es ja auch die Johto-Starter-Endstufen, das sprich halt Meganie, Tornupto und Impagator. Gibt es mit ihren versteckten Fähigkeiten bei Pokémon Bank runterzuladen. Naja, haben wir trotzdem so gemacht. Ich habe mal mit Kai soweit geeinigt. Er hat Folgen genommen.
Ich habe Alpha Saphir Kanimani, das sehen wir nachher auch noch, weil ich so ein bisschen trainiert habe. Nehme ich jetzt auch mal Endivie. Ja, also Endivie entschieden. Und nein, von Endivie ist keines der 3 neuen Pokémon, die ich jetzt hier zu Beginn der Delta-Episode trainieren möchte. Und sich schnellstens Glück Friedrich als angenommen hatte. Sagen wir, dass du mir 11 Mal schenke dir das Pokémon, das du eben ausgewählt hast. Schon aus der Johto-Region. Okay, jetzt geht's auf die Box oder was? Ja. Dann bis bald, wir werden nochmal begegnen. Ja, ein guter Hinweis. Es wird noch etwa 2-mal passieren mit weiteren Startern aus anderen Regionen halt. Aber dazu später mehr. Jetzt könnte ich eigentlich auch mal die ganzen Download-Codes eingeben, wa? Das mache ich, glaube ja, heute wäre es sehr früh. Im nächsten Pack glaube ich auch noch. Weil es gibt noch weitere 3 Starter zu holen aus, ich überlege gerade. Einal, genau. Aus einer Region. Da gibt es noch ein paar zu holen. Und zwar wiederum die Endstufen mit ihren versteckten Fähigkeiten. Tommy? Hey, da was? Cool, Alter. Kannst du den Wampel bitte mal zeigen, wieso du der King im Ring bist? Kein Problem. Wehe, ihr lacht. Treibt schon, wenn ich's tue. Tommy. Ich weiß, es ist klein, aber, danke. Maupel. War fies, war. Ja, Back to the Woods, sind wir mit dem Starter hier unterwegs. Ach, ist das lange? Wieso kommen wir jetzt bitte so schnell? Waupel, Waupel, halt doch mal die Klappe, Klappe. Meine Fresse und tschüss. Also, die gehören wohl nach Blütenburg City, wa? Mal gucken, was noch genau los ist. Von den Pokémon her habe ich Kokiri, Atomica, Sky Blackie. Stimmt soweit? Jo. Noch. Rosalstadt, das ist doch so nice. Und das ohne Scheibenkleister. Erstmal gucken. Endivie haben wir bekommen, wa? Ich muss sagen, ich habe Endivie eigentlich nie so richtig trainiert, außer halt damals wirklich. Hat wirklich so Gold, Silber, Kristall, was halt damals nach 2. Generation ist der einzige Pokémon, den man richtig trainieren konnte. Weil Feuerriegel hatte kaum richtig Attacken drauf, genauso wie Kanimani. Und da war halt Endivie besser. Natürlich mittlerweile mit den ganzen neuen Attacken und dem Kampfsystem und so. Speziell Vorteil für Verteidigung runter. Naja, Endivie spielst du eigentlich auch eher als Tank, also sprich in. Ist jetzt die Frage, kannst du doch auch Gimmick spielen? Heißt Spezial. Das ist niedrig ein Spezialangriff, ja? Ich muss mal die fast checken hier. Geht aber auch leider später. Nein, Level 5. Ja, wir werden bei Gelegenheit noch tauschen. Jo. Passt soweit. Also die restlichen Starter, die ich gerade erwähnt habe, also halt die Starter, die man halt vom Professor bekommen, die kommen erst später, muss man halt weiter Dinge abschließen. Erstens mal, also das nächste Update wäre bei Abschluss der Delta-Episode, also Delta-Hauptstory halt. Dann wäre der nächste Starter, glaube ich, wenn man die Pokémon-Liga das 2. Mal durchmacht. Das wird lustig, denn sobald wir wieder dazu kommen, das kann noch ein bisschen dauern, sind die extrem stark. Ohne Scherz, sie haben levelmäßig so zugelegt. Ganz ehrlich, würde ich jetzt mit dem Team gehen, die würde mich glatt auseinandernehmen. Ich glaube, bis zum 2. oder 3., sprich zu Frosina, könnte ich noch kommen, danach wäre ich langsam fertig. Blütenburg City! So, Papst, alles klar? Papi! Wieso bist du jetzt alles klar bei dir? Michael, wie geht's denn so? Mein Vater bin unendlich stolz, dass du es zum Champ gebracht hast. Drücke dich davor, dich in Selbstgefälligkeit auf dem Reichen auszuruhen. Reichtum, ja, auf dem Reichen auszuruhen. Denn nun, wo du den Gipfel erklommen hast, werden sich dir ganz neue Ausblicke und Perspektiven eröffnen. Wenn ich müde nach dem Höchsten zu streben und dich im Training mit deinen Pokémon zu verausgaben.
Du weißt ja, dass du jetzt mit meiner Unterstützung zählen kannst, Michael. Ja. Was tust du? Mir gut zureden. Toll. Michael, hui, du hast deinen eigenen Vater besiegt. Ich bin Champ mittlerweile, ja. Also, der ist nicht ganz up to date. Was sagt eigentlich die hier, die Schnepfe? Es sind Nachrichten aus Höhen mit einer Eilmeldung. Wir haben einen neuen Champion. Cool, wa? Und Michael zum neuen Champion der Pokémon-Liga von Höhen gekürt worden sei. Dann handelt es sich dabei um denselben Trainer, der nicht nur zur Aufklärung etlicher Kriminalfälle beigetragen, sondern überdies die ganze Welt von wehren Auswirkungen der seltsamen Wetterfahne bewahrt haben soll. Ja, gut, dankeschön. Ist das? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ist sie das? Schlau mir mal an. Hallo. Nur Ärger mit Kindern wie dir. Jetzt sei doch ein braver Junge und gib mir deinen Schlüsselstein. Wie oft denn noch? Ich hab keinen Schlüsselstein. Hä? Ich hab doch einen. Mir machst du nichts vor. Ich weiß, dass du Mega-Entwicklung einsetzen kannst. Hörst du mir überhaupt zu? Es ist nicht gleich, mir Wünsche zu machen, aber du bist wirklich auf dem besten Weg. Oh, hey Michael. Heiko, das ist ziemlich sauer plötzlich. Das ist ja... Jördis. Du. Das ist rausgezeichnet. Dann hole ich mir eben zuerst einen Schlüsselstein. Her damit. Ich dachte, Market eingesehen. Scheinbar nicht alle. Kamera. Feuer gegen Feuer. Das gefällt natürlich sehr gut. Los, Tommy. Tja. Will man sagen, tschüss und Kowski, wa? Kein Megastein dafür. 53 und lang auch stärker. Jetzt reicht's ja aber endgültig. Los geht's! Mega Evolution! Sie will den Schlüsselstein? Ja, dann versuch's doch! An Mega Tommy vorbeizukommen! Da hast du keine Chance, Alter! Steinkanne Tommy, schnell! Und tschüss, Kamerupt! Ganz knapp! Knapp? Willst du mal verarschen? Verflixt. Dass du aber auch immer in die Quere kommen musst. Weil man nicht keine andere Wahl als den Schlüsselstand des Anführers bei den Meteorfällen zu... Hey, ich dachte, ihr Hauptquartier wäre... Bin ich jetzt komplett bescheuert? Danke, Michael. Dieses komische Rat kam völlig unerhofft auf mich zu und hat mich aufgefordert, mir meinen Schlüsselstein zu geben. Ich muss gestehen, dass ich meinen Schlüsselstein verloren habe. Was? Ich dachte, ihn zwar aus linken lassen, aber als es zurückkam, war er weg. Was ist hier bloß los? Ich muss dafür sorgen, dass meinen Eltern nichts passiert, wenn nochmal jemand wie diese Frau hierher kommt. Bitte pass gut auf dich auf, Michael, ja? Ja, danke, Heiko. Werden tun. Was zum Henker? Über die Ruffunktion V00, dann Bucke Multinavi. No, hallo, Michael? Ich bin Destroy, geht's dir gut? Wo hätte meine Nummer? Hey, da staunst du was? Ja, allerdings. Alle Multinavis wurden mit dieser Kommunikationsfunktion bestückt, die sich das noch im Entwicklungsstande befindet. Alter, das kannst du einfach abhören, wie fies. Ich habe gedacht, dass sie im Notfall ganz hilfreich sein könnte. Naja, Notfall, Überwachung und so, schon klar. Und da gibt es auch schon einen Notfall. Was ist denn jetzt los? Ja, es kommt alles recht plötzlich, aber du bitte schnellstens zur Demon Corporation mit der City kommen. Es gibt da etwas, das du dir unbedingt anhören musst. Also beeil dich, ich warte hier auf dich. Tut. Oh Mann, ey. Freunde, was ist bloß los, ey? Maike wurde überfallen, Heiko wurde Schlüsselstein irgendwie gestohlen, vermutlich alles von dieser Person, dieser Dame, wa? Was ist hier bloß los? Das und vieles mehr werden wir herausfinden, doch nicht mehr heute, sondern erst wieder in der nächsten Episode hier bei Pokémon Delta. Omega Rubin. Ja, eben noch ein bisschen Omega Rubin. Und dann, wie gesagt, jetzt ein Part starten mit einem neuen Pokémon. 3 von unserem Team werden in die Box verschwinden, zumindest mal für die Dauer der Delta-Hauptepisode, sag ich jetzt mal. Da kommen 3 neue hinzu, die trainieren werden. Und danach, ja, wenn es langsam ins Kampfressort und so geht, muss ich langsam auch die Alte wieder trainieren. Das wird dann heavy. Richtig heavy. Naja, also nur was zu sagen. Verschiedene Pokémon-Typen. Cool, wa? Ja. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal mit neuen Pokémon. Tschüss.